Herzlich willkommen zurück hier zu Tales of Berseria, zum Schlussspurt. Beziehungsweise, ja, Zavids Quest noch, die ganzen Farbvariationen unserer Klamotten, plus anschließend halt auch ein bisschen Bonustempel und Cameo-Battles, genau, von anderen Tales of Charakteren. Ich glaube, dann hätten wir es, glaube ich, mal, obwohl ich natürlich auch da wegen Expedition noch einiges machen könnte. Und, was fehlt denn sonst noch? Die ganze Alarmstufe Hochmonster. Naja, lohnt das überhaupt noch? So, erstmal weiter geht's. Zavids Quest hier in Ruinit. Genau, hierhin teleportieren, Ruinit, genau. Geht's nach dem Kampf gegen Zavida weiter und zwar müssen wir mit dieser Frau quatschen. The boss has a request for you. Not a message, but a request. A whitehorn dragon has been showing up in the Aldina Plains. The boss wants you to kill it. Since when did the Bloodwings become agents of justice? Interested in protecting the world from dragons? Hey, we're not out to save the world. This is just to put an end to Zavid's madness. Did Zavid do something in particular? He's been harassing exorcists, trying to get more information on that dragon. That's got the Abbey on alert, which makes trouble for us. Our spies in the Abbey can't operate under these conditions. And that's where we come in. Does that mean Zavid is in the Aldina Plains too? Got it in one. Just be careful. Zavid and that dragon are even more agitated than usual. Let's go. Are you gonna fight Zavid again? The time has come. So ist es. Das heißt, wir müssen nach Steinbergen. Genau. Viel Regen, ja, ich würde sagen, gutes Zeichen. Jetzt hier die Abkürzung am besten nehmen. Und ab in den Osten. Denn da sind sie hoch, die Kosten. Lalalala. So. Hier nach runter. Du, aus dem Weg, Mann. Sonst kill ich dich mit meinem Boot. Dem coolsten der Boards. So, hoch da. Speichern kann, glaube ich, nicht schaden, wenn ich ehrlich sein soll. Wobei, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Drache sogar schwächer als Zavida, aber... Ich glaube, das liegt nur daran, weil er im Gegensatz zu David eine Schwäche hat. Zavida war ja nur Resistenz Erde, Schwäche keine, deswegen war es ein bisschen was anderes. So. Und los geht's. Look, it's Zavid and the dragon. This takes me back. I remember the first time I tried to talk to you. You smacked me pretty good then, too. Man, that hurts. You sure don't know how to hold back, do you? Zavid! Eisen, why? Just watch. What? So, you're just waiting for me to die so you can help yourself to her heart. Is that it? Sorry, but that's not happening. I'm not dying here, and I won't let you kill her. I'll decide what I do, Zavid. Fine! Then I'm deciding to help Zavid, no matter what you tell me, Eisen. Zavid! This dragon wouldn't hesitate to attack a child, or the man who risks his own life to protect it. Tell me, Zavid, who is this Whitehorn dragon? You said that your creed was to never give up on living, no matter what may happen. If you really believe that, would you say that you're living right now?
Because to me, you don't look like someone truly living. The hell are you saying? I understand now. Eisen really isn't the one who's cursed. By killing Theodora, he's actually saving... It's time to lift this curse. Auf geht's mit einer traurigen Musik. Schwächt normal bloß vorher. Ja, ich glaube, es wird relativ schnell gehen. Oder auch nicht. So, jetzt aber schon. Drache gegen Drache. Alter! Das war ziemlich krass, wenn man das mal so sagen darf. Also er hat ziemlich wehgetan. Der arme Drache. Und weiter geht's. Aua! Das Ding hat ein bisschen wehgetan. Ach, wie ist jetzt mystische hart, ey. Stay back. Get away from her. If you kill her, if you kill Theodora, I'll never forgive you, Eisen. I know. Eisen, how could you? What? Malevolence? Eisen! Stay back! This is... Eisen! Zavid! No! It'll get you too! But Velvet, just look at them! Ah! It's that fire again. Amazing it can extinguish that much malevolence. But the dragon... Please! Turn back to normal! I can do it! With this flame! David! It's over. But... Thank you. Why didn't you break your Reaper's curse? What? Did you want me to eat its heart? Don't answer a question with another question. The Reaper's curse is mine to bear alone. The danger of becoming a dragon, however, is a curse upon all Malakim. All that malevolence.
It's going to take its toll on you, too. Yeah, I can already feel it starting. It won't be long before I wind up like her. You'll have to leave your pirate buddies before things turn ugly. I'm the first mate on Ifrid's ship. So, to be honest, it's probably just as well. I'd rather end up a dragon than have this curse hijack my ship and my life anymore. But I do fear one thing. I'm afraid that when I turn into a dragon, I could end up hurting the very people I want to protect. Theodora couldn't even recognize anyone she loved anymore. You saved her, Eisen. By killing her. Before all this, Theodora was a kind woman. She never wanted to hurt people, and she loved more deeply than anyone I've ever known. Yeah. Sometimes to kill someone is to save them. You have someone you're trying to protect too, don't you? My little sister. What's she like? She's like an early blooming flower. Wise for her age. She's got it all together. Sometimes has to treat me like I'm the kid. She cries too easily, but deep down, she's so strong. Sounds like someone I'd like to get to know better. Who knows? Maybe I'll even marry her. Zaveid! Don't you worry. I won't make a move until I've killed you. Zaveid, what are you saying? Consider it revenge for Theodora. I'll be the one who finally puts you out of your misery. But I'll only kill you once you've stopped being yourself. Only then. You sure? Yeah. I swear by my true name, Filk Zadea, Zaveid the Oathkeeper. Ufemu Wexu. That's my true name. I'll remember it. Is there really no other way? There must be something besides turning into a dragon or getting yourself killed, right? In the end, what matters isn't whether we get killed or not. It's whether we can take control over the direction of our own lives. That's what it means to really be alive. That sounds sad. And hard. But I understand. And I'm going to live life in my own way, too. Well then, I hope we'll see each other again. Where are you going? Wherever the wind takes me. Und so haben wir doch noch relativ viel über die Beziehung zwischen Zaveid und Aeson erfahren, wie wir sie auch aus Cestiria kennen. Nur, was jetzt, gut, Aeson hat schon angedeutet, er spürt schon, dass er irgendwann zum Drachen wird. Wir wissen, in Cestiria ist er einer. Wir wissen aber noch nicht genau, wie es passiert. Mittlerweile weiß ich selbst ja schon, wie es geschehen wird. Ich frage mich bloß, wie und wo ich einen Hinweis bekomme im Spiel. Weil offenbar wird es im Spiel irgendwann mal erwähnt, wie Aeson zum Drachen wurde. Oder wird, um mal so zu formulieren. Also, ja. Das ist wohl ein Punkt, den ich auch noch auf meiner To-Do-Liste aufschreiben sollte. Wie wird Aeson zum Drachen? So. Das haben wir soweit gemacht. Jetzt ist Zaveids Quest weit beendet. Sehr. Das hat alles jetzt hier. Noch ein Material. Krass. Gut, ne, warte mal, stimmt noch nicht ganz. Sie ist noch nicht beendet. Wir müssen noch etwas tun, bevor sie wirklich beendet ist. Ich muss so sagen. Und zwar natürlich zurück hier in die Stadt und mit der Familie nochmal quatschen. Aber danach müsste die Quest von Zaveida eigentlich, in Anführungszeichen, beendet sein. Und ich würde sagen, danach direkt weiter geht's mit Laphicets Quest. Aber erstmal noch ein bisschen ausruhen. Denn ich brauche wieder volle Esser. Und so geht's am schnellsten.
Das heißt, es wird eigentlich nur noch eine Essa, war die von Velvet. Sprich, der dritte halt, hä? Dann mach's am besten so. Right. You've got my support. Love ist jetzt zwar auch relativ stark. So. Mit Acen catchen, ne? Wäre lustig. Ja, wird schon gut gehen. Muss man sie bloß dann müssen Schade einsetzen und dann los geht's. Oh, it's you! Thank you for everything you've done. Has Savid been by since last time? Yeah, actually, he finally dropped by here the other day. Ah, it was great. We were all really happy to see him again. What about Theodora? She wasn't with him, but he made it sound like her problems were finally all resolved. He said they were going to travel together. But we don't feel lonely. Yeah, he said no matter how far apart we are, we'll always be together in our hearts, and they'll never forget us. He told us that we all share a strong bond, and it's all because... Because that's Savid's way, right? Nuh-uh. It's because that's our family's way. All of us. And it's a wonderful way to be. Yeah, that's what I think too. Zvid told us that because he has family here, because he has somewhere to come home to, he'll be able to travel with an easy heart. And he left us with a huge pile of money. We told him we didn't know what to do with it all, and he just laughed. He said we could use the money to grow our family even more. If you ever see Zvid on your travels, please give him a message. Tell him you'll always have a home here. Of course. We'll make sure to pass it on to him. See ya! Bye! We got orders from headquarters. They want us to boost security for the transport unit. But the transport's got more than enough as it is. A few days back, a Gald convoy got raided. They lost everything, down to the last coin. Thankfully, no one was killed, but the raid was such a clean job. HQ thinks it must have been the work of a pro. The demons already have us stretched thin enough, and now we have to deal with bandits on top of that? Daher hat er wieder das Geld. Dieser, erst sagen sie mal nichts dazu. So, damit ist Savids Quest aber endgültig abgeschlossen. Normalerweise kriegen wir jetzt noch irgendwie eine Belohnung dafür, sprich eine Auszeichnung, da ich es bereits gemacht habe zum Testen, logischerweise, kriege ich den Erfolg halt nicht mehr. So. Jetzt, das haben wir jetzt alles gemacht. Gut, das heißt, ich kann eine Luffy-Sets-Quest noch schnell machen. Und zwar muss ich nochmal zurück nach Steinbergen für Luffy-Sets-Klamotten. Und zwar müssen es hier im Dorf, genau, gibt es jetzt hier eine Quest, und zwar mit diesen Exorzisten da. Another hunting team sent to Hexen Isle was wiped out. Maybe we really are in over our heads. Quit your whining. If we don't take out that dragon, we'll never get into the Calyx. We're operating under the direct order of Lord Artorias himself. But how can we hope to complete our mission without Lord Shigure and the other legates? There's a dragon on Hexen Isle. Perhaps the one that was caught in the Calyx got loose? I don't think so. It sounds like the one we fought some time ago. It has to be Silva. Rein it in, kiddo. That dragon is bad news. I rather like not being a smear on the ground or a slowly dissolving mass inside a dragon's digestive tract. We'd best leave it be. What? Do you feel obligated to help him? Not exactly. Even when we were together, we never talked. I mean, we didn't have any feelings or free thought. We were just there. If you'd taken him with you instead of me, I'd probably have turned into a dragon by now myself. He's beyond saving, but at the very least, I want him to be at peace. It's your funeral. I'll stick around to clean up what's left. I'll go too. Me too. I'm in. Everyone deserves closure. Oh, to be young and fearless. You do realize if we lose, there won't even be any dental records left to identify us by?
Ja, kann schon sein. So, dann heißt Hexeninsel. Wo ist das Schiff? Weil hinteleportieren auf Hexeninsel geht nicht. Das heißt, ich gehe am besten nach Sechsenhafen? Fragezeichen. Das ist eine gute Frage. Was ist Schiff hier? Sieht so aus, wa? Jo. Dann auf zur Hexeninsel. So, wie geht's weiter? Wir haben jetzt da irgendwie noch 2 neue Zone Klasse 4 Dinger, war genau. Halbmenschenviertel und Viertel der Untoten. Das sind die neuen, war? Naja, aber schon. Ich glaube nicht, dass sie die noch machen, Leute, weil was bringt's mir? So gesehen. Gehen wir doch lieber zur Hexeninsel zurück. Und holen uns dafür jetzt Klamotten. So. Sind die Drachen auch schon bereits. Und auch die Quest. Ja, sicher ist sicher. Was sagt der Part? Alles cool. Ich glaube, noch eine Klamotten ist einfach nicht mehr, wa? Weil Eleanor wird länger dauern. Roku auch. Velvet. Gut, vielleicht Eleanors. Aber keine Ahnung, wie lange die dauert. Aber Rokurus und Velvet schaffen sich nur in einer einzigen Folge. Aha. Der will jetzt aber gar nichts. Ein bisschen übertrieben, wie ich finde. Schlimm als Velvets Angriff. So. Looks like he's recovered all right. Oh, come on! Give us a break already! I bet even Inominat couldn't stop this thing! Then this'll be the perfect warm-up. Am I just imagining things? Or does he look like he's even stronger? It isn't your imagination. It looks like he's absorbing the malevolence from all around the Calyx. There's still time to run if you want to. This dragon is no joke. I'm sorry, Silva. I used you so I could escape. But this time, I won't run away. Nur scheißegal. Ja, stark ist er. Gut, ich gab schon mit Essen an, was eigentlich fehl ist, wegen Schwächen und so weiter. Aber ist mir egal, war auch erstmal eine mystische Arte. Und Alter! Überhaupt nicht übertrieben. Nö, woher auch so. Wasser. Alles klar. Oh, ja, das wird dauern, wenn ich ihn habe. Ach du Scheiße. Dachte ich ein bisschen schneller, Freunde. Sorry. Ja, durchbrechen kann er gut. Ich finde ein bisschen die SK.
Du weißt natürlich auch nichts, um die aufzufüllen, wa? Nee, ist alles scheiße. Das war knapp. Irgendwo beinahe gebraten worden. Aua. Das ging jetzt aber schnell. Das ging ein bisschen sehr schnell. Dankeschön. Aua, aua, aua. Oh, er lebt noch. Du warst der Einzige. Hallo? Dabei haben wir es eigentlich fast. Das Leben noch ganz kurz. So. Jo, das ist gefährlich. Wenn er noch angreift, ist noch gefährlicher. So. Aua! Aua! Alter! So, wir müssen alle überleben. Das fände ich ganz nice. Aber ich noch Angstpunkten. Okay, wir sind zurück. Ich schicke mal Laphicet rein. Und jetzt beende ich's. I just remembered something. One time, when Lady Teresa was punishing me, Silva stood right by my side, just like this. He didn't say a word, but his presence was a comfort. I see. Sorry, Silva. And Velvet, back at Helivis. Thanks for taking me with you and getting me out of there. That was basically kidnapping, really. Maybe, but I want to thank you all the same. You don't have to, Fee. Really. You've come a long way. That's because you put in the effort, not me. The sensation. Is the Calyx still functional? Well, seems we're done here. I wouldn't be so sure about that if I were you. What do you mean? The Calyx is a series of ancient ruins unearthed and brought back to life by Melchior. But now that he's kicked the bucket, Artorias might be the only one who can actually control the place. Oh, you know, you can never be too sure of what the future holds, right? That's all I meant. Alter, Skelett, das kennen wir doch aus Systeria. Ist aber sogar zum Leben zurück erweckt worden. Ja, so ist das. Da kennen wir das Teil. Wie ich auch ein bisschen krass finde, plötzlich. Boom. Skelett noch da. Warum? Menno. Verstehe ich nicht. Also vielleicht auch zu hoch, keine Ahnung. So, habe gerade nicht hingeguckt, aber ich glaube, wir haben Klamotten bekommen. Gut, da kann man sich echt streiten, ob in Grün das episch ist, aber ich lasse es mal so. Also, Velvets war ziemlich episch, gar kein Thema. Bei Ace bin ich eigentlich eher Fan von einer drakonischen Hälfte.
Magilus finde ich eigentlich auch ziemlich geil. Da war jemand zum Heilen, war. Ich mach's mal so. Fürs Erste. Lauf ist jetzt. Dritte mystische Art, die ist so krass, ey. Ich wollte gerade sagen, hier haben wir noch eine. Ja. Und tschüss. Das wollte ich sagen, noch eine Katztruhe. Okay, Feuernormenhut. Oh, Flammennormenhut. Nein. Die ganzen Normenanzüge. Ja, aber sorry, die sind so. Wie ich finde, lächerlich. Ah komm, ich war fast durch. So, jetzt. Nicht aufkämpfen. So. Noch Speicherpunkt. Und hier noch zum... Genau. Alles klar. Wie sieht es jetzt aus? Wir haben 3. Den Anzug, den Anzug, den Anzug. 3 fehlen noch. War es eigentlich vorbei. Ich gehe jetzt trotzdem mal ganz kurz. Zurück nach, kann ich sagen, Merchio. Um schon mal mit der Quest von Eleanor zu beginnen. Genau. Und ich würde sagen, Freunde, Zeit für eine kleine Quatschrunde. Kamawana's come down with a fever. What? I've been tending to her, but it just won't go away. She just keeps mumbling over and over about how she doesn't want to take her mom's medicine. Kamawana. We've heard her talk about her mom's medicine before, haven't we? I gather that it's something her mom used to make her take whenever she came down with a cold. It might be something specific. If there's any left, it would be back at her old house in Haria, right? Probably. I don't know if it'll work now that she's a Therian, but I'll go and try to find it. You'll do no such thing. I'm sorry, but the Abbey's still looking for you, and there's no way I'm about to hand you over. Don't try to stop me, Velvet. Look, we'll go to Haria. You stay here and take care of Kamoana. Eleanor. Velvet, if you try to fight Medusa, it won't end well. And I would back her up, too. Look, if we have time to argue about this, we have time to go find that medicine ourselves. Yeah, I guess you're right. Thank you. Eleanor, why are you going so far out of your way for Kamawana? After my mother was taken from me, I found myself an orphan of the Abbey. I grew up figuring that I'd probably become a nun and spend my life in mourning. But on the night of the Advent, my inner resonance awakened. I honestly believed that I had been given the power to change the world for the better, you know? Less sorrow, less suffering. But even after I donned the mantle of the exorcists, I was still pathetic, full of ideals, but so ignorant of the way things really work. That ignorance is what drove me to go after Mahina and take her away from Kamoana. I can't change the past, but at the very least I can atone. I'd do anything to give her a chance. All right then. She's in your hands. We'll be as quick as we can. What was that I just felt? Laphicet? Is everything okay? Yeah, it's just... I don't know how to explain it, but I sensed something, and it wasn't good. It's like something dark dug itself into my chest. Eleanor's the same as always, right, Rokuro? Nothing different? Yeah, same old fired up Eleanor. At least, that's what she projects. Ja, die Bosheit einer Exorzistin, sprich, ja, einfach einer Trägerin halt, hä? Die macht natürlich auch auf dem Malak bzw. Seraph breit und das ist nicht cool. Muss man so sagen. So, das sind natürlich auch noch ein paar Tränke des Lebens, oder? Alter, sind die teuer.
Keine Chance. Dass man die jemals leisten könnte. So. Soweit so gut. Wir müssen dann ganz kurz erholen, Freunde. Eine Nacht hier. Jo, alles perfekt. Und dann morgen geht's weiter. Was heißt morgen, wa? Noch ingame-mäßig in der Unterricht von Kamuana. Wieso Unterricht? Hä? Verstehe ich nicht. Egal. Freunde, in ein paar machen wir uns auf die Suche nach Medizin für Kamuana und damit hoffentlich können wir auch Eleanors Klamotten noch freischalten. Plus danach, würde ich sagen, machen wir auf dem Weg bezüglich Rokuros Quest, weil da weiß man ungefähr, ja, was man da machen muss und so. Dürfte relativ cool werden und wegen Velvet-Klamotten mal schauen, in der nächsten Folge nach, aber können ein bisschen relativ eng werden. Und halt übernächste Folge. Und was sagt mal, vielen Dank fürs Zusehen und bis nächstes Mal hier bei Tales of Berseria im Schlussspurt. Ciao zusammen!